Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann mit euch. Und ich bin eigentlich überrascht, dass so viele hier sind heute. Trotz der Urlaubszeit, ne? Und manche von euch haben heute 2 Etagen mehr erklommen. Glückwunsch, ne? Der Kommentar ist, dann sind wir näher am Himmel, ne? Tja, die Nähe... Du, ne, wir sind Sie ganz sicher. Wir haben noch ein Büro, ein Stock weiter oben. Ich hab mein Bett noch einen Stock weiter oben. Yes! Okay, aber die Nähe zum Himmel entscheidet sich nicht durch die geografische Höhe hinaus. Sonst würden die meisten von uns wahrscheinlich öfters mal zum Matterhorn gehen oder sonst wohin. Ne? Die Nähe zum Himmel entscheidet sich hier drin. Oder wie es in Sprüche irgendwo heißt, einer, der sich selber regieren kann, ist besser als einer, der Städte einnimmt. Ne? Und ich habe oft darüber gesprochen, wenn wir es schaffen, diesen halben Quadratmeter gut zu regieren, sind wir stärker als Städteeroberer. Wow. Und diesen halben Meter zu regieren hat sehr viel zu tun mit unserem Herzen. Ne? Ich weiß nicht, wie es euren Herzen geht. Ich rede mal kurz über mein Herz. Mein Herz ist nicht immer auf positiv, optimistisch und alles ist gut. In meinem Herz gibt es oft Kämpfe. Wahrscheinlich seid ihr on a higher level. Ne? Kennt ihr das auch so ein bisschen? Ich frage keine Handzeichen, aber kann ja sein, dass für euch jemand das auch ein bisschen kennt. Ne? Wir haben vor 3 Wochen angefangen, diesen Ausflug durch den ersten Johannesbrief zu machen, mit der Idee, dass wir aus dem, was der Johannes, damals ein ganz alter Mann, schreibt, dass das uns stark macht und uns hilft, unser Herz immer mehr zu öffnen und darin verwurzelt und gegründet zu sein. Nochmal kurz zusammengefasst, ne? Johannes war zu der Zeit, wir haben keine Geburtsurkunde, aber sag mal Mitte 80, Mitte 90, sowas. Ne? Der Brenner hat es genauer gewusst. Der Brenner, wie alt war er? 95, okay. Wahrscheinlich hat sie irgendwann im Iran eine Kopie der Geburtsurkunde gefunden. Ne? Ich weiß es nicht so genau. Ich sage, er könnte 95 gewesen sein, vielleicht war er auch nur späte 80er, ist egal. Auf jeden Fall, ganz kurz, wer hat diesen Brief geschrieben? Es gab keinen Menschen auf dieser Erde, der eine innere Beziehung mit Jesus hatte. Müssen wir uns nochmal kurz vor Augen halten, ne? Wenn wir über den Autor reden. Da war dieser Mann, der war ein Fischer. Und eines Tages hat ihn Jesus gerufen und dieser Fischer Johannes war so beeindruckt, ne, war damals vielleicht in seinen 20ern und er war so beeindruckt, mit diesem Rabbi will ich gehen. Und dann diese 3 Jahre haben ihn geprägt. Ne, er war nicht immer ein leichter Jünger, als es nicht gut lief in Samaria. Rabbi, willst du, dass wir beten, dass Feuer runterkommt? Wessen Kinder seid ihr eigentlich? Das heißt, er hat Zeiten gehabt, wo Gott ihm sein Herz gezeigt hat. Ne? Und dann in den letzten Tagen, als Jesus mit seinen 12 Jüngern zusammen waren, da ging es darum, Jesus hat einen Satz losgelassen, einer wird mich verraten, einer wird mich verraten. Oh, wow. Und sogar Petrus, dem eigentlich nie Worte gefällt haben, gesagt, wer ist es? Ich krieg's nicht raus. Johannes, du bist doch am nächsten vom Rabbi. Johannes, frag ihn doch mal. Johannes, so heißt es dann im Johannes-Evangelium, er lag an der Brust des Herrn. Er hatte so eine innige Beziehung mit Jesus, dass Jesus ihm vieles anvertraut hat. Später auch das Buch der Offenbarung. Und als Jesus am Kreuz hing und seine Mutter sah, Mutter, bleib nicht allein, da ist mein Lieblingsjünger, nimm meine Mutter mit. Er ist dann mitgenommen nach Ephesus. Das heißt, diese Person schreibt einen Brief und wie gesagt, die Person war um die 90. Und Johannes hat so, man kann das von einem 90-Jährigen, der noch klar im Kopf ist, so nehmen. Er hat alles, was in diesen Jahrzehnten seines Lebens wichtig war, das wollte er der Gemeinde in Ephesus mitgeben. In anderen Worten, Gemeinde von Ephesus und ganze Umgebung darum, na, das war ein Sendschreiben, das war nicht ein Brief von einer Gemeinde, das war wahrscheinlich ein Brief, der zirkuliert ist. Ich will euch etwas sagen, ich bin schon alt, aber ich habe vieles erlebt und ich will euch sagen, es ist so wichtig, dass ihr auf diese Dinge achtet, die ich euch jetzt nochmal mitteile. Das war die Idee des Briefes. Er wollte sich stark machen. Stark machen wofür? Weil zu der Zeit hat Satan gemerkt, die Regierung Gottes hat angefangen auf der Erde. In Ephesus, wow, Tausende haben Jesus kennengelernt. Und dann ging es weiter in die Städte drumherum. Und der Teufel wurde nervös. Und der Teufel konnte das von außen nicht stoppen. Und
Und jetzt hört gut zu, nichts Neues unter der Sonne. Der Teufel versucht heute und damals den gleichen Trick. Was macht er? Er versucht die Gemeinde von innen schwach zu machen. Und was er damals gemacht hat in Ephesus und Umgebung, er hat Lehrer geschickt, die Teil der Gemeinde waren. Wir gehören ja auch dazu. So äußerlich wenigstens. Was haben diese Lehrer gemacht? Oh, ihr dürft das mit diesem Jesus nicht so ganz ernst nehmen. Das kann ja nicht so sein, dass er wirklich Mensch und Gott war. So etwas gibt es ja nicht. Ne? Die haben dann die Theologie, die Lehre der Gnosis verteilt. Und Gnosis ist ein ganz komplexes Ding mit verschiedenen Strömungen. So, die Gnosis sagt einerseits, ja, der Jesus hat nicht wirklich gelebt, der hat nur einen Scheinleib gehabt. Andere Strömungen der Gnosis, ja, man kann ja nicht Gott und Mensch sein, der war nur Mensch. Und diese ganze Irrlehren haben bewirkt, dass die Gemeinde schwach wurde, nachgelassen hat. Menschen haben sich entzweit, gingen auf Distanz. Und Johannes sagt, Leute, so geht das nicht. Wir haben eine Berufung. Wir sind berufen, stark zu sein. Wir sind berufen, mit Gott in unserer Mitte zu leben. Und diese ganzen Themen, wie sie stark werden, hat Johannes zusammengefasst. Heute reden wir über Kapitel 4 und 5. Ich gehe nicht auf jeden Vers ein, aber die Zusammenfassung, hey Leute, Gott ist Licht. Das heißt, wenn ihr nahe bei Gott seid im Licht, dann werdet ihr nicht verführt werden. Dann könnt ihr unterscheiden, was Lüge und Wahrheit ist. Gott ist Liebe. Wenn ihr in der Liebe bleibt, dann bleibt Gott in euch. Und Gott ist Wahrheit. Wenn ihr ehrlich lebt miteinander und mit Gott, dann werdet ihr geschützt sein. Das war so ganz kompakt zusammengefasst die Idee vom Brief. Leute, Vorsicht, seid wachsam. Und hier sind Wahrheiten, die euch stark machen. Wenn wir diesen Brief durchgehen, wir sind heute beim Abschluss, geht es nicht darum, dass wir mehr dogmatisches Wissen haben, sondern wir beschäftigen uns mit den Inhalten und fragen uns dann, was hat das im Jahr 2022 mit uns hier in Mitteleuropa zu tun? Und wenn am Schluss, mein Abschluss wird sein, wenn wir heute einen Brief bekommen würden, was würde Johannes uns vermutlich schreiben. Wir wissen es ja nicht genau, aber vermutlich. Na, darum geht es heute. Also der erste Punkt, wir gehen jetzt durch diesen Brief. Und ich lese heute nicht den ganzen Brief vor, das haben wir vor 2 Wochen gemacht. Das ist doch ein bisschen, nimmt viel Zeit. Ihr lest ihn zu Hause bitte. Wir lesen jetzt die ersten 6 Verse vom 4. Kapitel. Glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Den Geist Gottes erkennt ihr daran. Der Geist Gottes bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Jemand, der das leugnet, hat nicht den Geist Gottes, sondern aus ihm spricht der Geist des Antichristen. So, dass dieser kommen wird, das habt ihr schon gehört. Ja, er ist schon jetzt in der Welt. Doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten durchschaut und überwunden, denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Falsche Propheten gehören ganz zu dieser Welt. Deshalb verbreiten sie nichts als menschliche Vorstellungen und Gedanken und alle Welt hört auf sie. Wir dagegen gehören zu Gott. Und jeder, der Gott kennt, wird auf uns hören. Wer aber nicht zu Gott gehört, wird uns ablehnen. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Können wir mal, sind wir auf Folie? Die erste Folie bitte. Da geht es darum, diese 6 Verse, prüft die Geister. Ich habe das bewusst reingenommen als einen wichtigen Gedanken, prüft die Geister. Wir leben in einer Zeit, wo es immer spannender sein wird, Lüge und Wahrheit zu unterscheiden. Die Postmoderne in den letzten Jahrzehnten, die jetzt eigentlich auch zu Ende kamen, hat gesagt, Wahrheit gibt es nicht mehr. Und vieles von dem, was wir heute erleben, ist die Auswirkung davon, dass man sich nicht mehr auf Wahrheit ausrichtet. Und Wahrheit ist eine Person. Dadurch, dass gesagt wurde, Wahrheit gibt es nicht, praktisch wird die Idee degradiert, dass wir eine Person suchen sollen, die eigentlich die Wahrheit verkörpert. Und Johannes sagt hier in anderen Worten, Leute, in jeder Generation ist es so wichtig, dass wir Unterscheidungsvermögen haben. Und das einfachste Unterscheidungsvermögen ist, was sagen die Leute über Jesus? Ich bin zurzeit
mit vielen Menschen im Gespräch, die mit Kirche und Gott nichts am Hut haben. Gott vielleicht ja. Und die sagen mir, ich bete. Ja, zu wem betest du? Okay. Aber einer sagt mir, aber wenn ich zu Jesus Christus bete, dann hat das Gebet am meisten Kraft. Es ist interessant, wir leben zurzeit in einer Welt, wo Menschen anfangen, wirklich sehr zu suchen. Was ist die Wahrheit? In Rotterdam findet diese Tage ein großes Event statt, Call Back, Awaken Europe. Und das sind viele tausende junge Leute von der ganzen Welt. Und die gehen auf die Straße. Ich habe einen Clip gesehen von jemand. Und die Leute dort in Rotterdam, junge Leute, sind so offen, so hungrig. Es sind viele, die sich auf der Straße bekehren, sich auf der Straße taufen lassen, weil sie merken, warum hat uns bisher noch niemand von diesem Jesus erzählt? Tränen überströmt, gehen sie auf ihre Knie und sagen, wir wollen mit diesem Jesus leben. Das ist die Zeit, in der wir leben. Die Zeit, in der wir leben, ist es Gottes Agenda für Erweckung, Gottes Agenda für Ernte. Und es ist ein Privileg, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Aber wir brauchen in dieser Zeit Unterscheidungsvermögen. Dass wir wissen, was sind die Einflüsse, die heute auf uns reinströmen. Und dann benutzt der Johannes das Wort in Vers 3, es spricht der Geist des Antichristen. Ja, der wird kommen, aber ist schon da. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Vor 2000 Jahren hat Johannes diesen Brief geschrieben, er hat gesagt, es sind schon viele Antichristen da, Kapitel 2 hatten wir das vor kurzem, und der Geist des Antichristen ist seit 2000 Jahren unterwegs, nichts Neues. Was wir aber verstehen müssen, ist, dass die Aktivitäten des Antichristen sich zuspitzen. 2. Thessaloniker 2 kann man das lesen. Es wird immer ein strafferes Kontrollsystem geben, mit dem Ziel, Antichristus zu sein. Das griechische Wort für Anti im Griechischen hat auf Deutsch zwei Bedeutungen, anstelle von oder gegen. Und Antichrist ist nicht nur, man sieht schon von 10 Kilometern entfernt, da laufen Leute rum, die haben Hörner auf den Kopf oder sonst was. Na, das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass Menschen versuchen, etwas anstelle von Christus an den ersten Platz zu stellen. Das kann verschiedene Gewänder haben. Das kann okkulte Praktiken sein, die sagen, wir bieten Hilfe an mit verschiedenen Ressourcen, Reiki, Heilung, dies und jenes. Ja, das Angebot ist groß. Anstelle von Christus, der sagt, ich bin euer Heiler, haben wir andere Quellen, antichristliche Einflüsse. Aber wenn wir in der Gemeinde sagen, oh, wir haben das jetzt jahrelang so gemacht, wir wissen genau, wie das geht, dann sind wir dann noch von Christus abhängig? Ich glaube, dass Christus uns zur Wachsamkeit ruft. Wir können auch in einem guten kirchlichen Kontext Strukturen bauen, nichts gegen Strukturen, wir brauchen Strukturen. Lebensstil, Gewohnheiten, dass wir sagen, wir wissen, wie es geht, das machen wir schon Jahrzehnte so geht es. Ne? Und wir spüren dann gar nicht, dass die Gegenwart Gottes gar nicht da ist. Ich habe kürzlich einen Clip gesehen aus Amerika. Und bei diesem Clip war ein Afrikaner, der in Amerika lebt. Ne? Und der ist von Gott so begnadet, ne? Der ruft Leute raus und sagt, Gott will dir dienen heute. Das sind oft Nicht-Christen auch. Ne? Und dann sagt er dies und die Dinge, dein Vater heißt so und vor 5 Jahren ist das passiert und Gott will dir heute dienen. Ja? Und man merkt dann, Leute brechen oft zusammen und sagen, oh, woher weißt du das? Jesus kennt dich und Jesus liebt dich. Jesus will dich nicht bloßstellen, er will dir dienen. Und ich bin beeindruckt zu sehen, wie Jesus auf diese Art und Weise Menschen dient. Und dann hat er einen interessanten Satz gemacht, der hat mich nicht mehr losgelassen. We are not playing church. Wir spielen hier nicht Kirche. Jesus ist hier. Und Jesus, der Auferstandene, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Kraft ist hier, um uns zu dienen, um uns zu zeigen, dass das, was am Kreuz uns getan hat, ist Realität heute. Und ich glaube, jede Gemeinde heutzutage, vor allem wir in Mitteleuropa, ne, das ist Schweiz, Deutschland, und Österreich, Holland, ich denke, wir sind herausgefordert. Wir haben eine Stärke in unserer Kultur, für die wir Gott dankbar sind. Wir haben Strukturen, wir haben Zuverlässigkeit, wir haben Wissenschaft, viele gute Dinge. Aber alle diese
Die Starken in jeder Kultur haben eine andere Seite. Sie können bewirken, dass wir sagen, wir wissen ja, wie das geht. Ne? Wissenschaft hat es durchschaut oder dies oder jenes. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Ich sage nur, wenn wir heute über den Geist des Antichristen sprechen, ist es nicht nur, ist es ein Einfluss von anstelle von Christus, kann es was Dämonisches, Okkultes, Böses sein. Anstelle von Christus kann es auch sein, wir. Wir wissen, wie es geht. Wir haben die Erfahrung, wir haben die Knowledge. Na, wir haben das Wissen. Okay, weiter kommentiere ich das nicht. Ich möchte uns, ich gehöre dazu, na? Ich merke in meinem Leben, das bin ich oft an dem Punkt, wo Gott seinen Finger drauflegt und sagt, warum machst du das? Oh ja, so geht es halt. Gott sagt, bist du von mir abhängig? Und ich glaube, das ist eine Entwicklungsphase für uns, für den Leib Christi, wo er uns stärker machen möchte. Wir haben schon viel Segnungen, aber er sagt, hey, ich habe noch mehr Segnungen, ich habe noch mehr von euch, für euch. Okay, soviel zum Geist des Antichristen, prüft die Geister und er sagt in anderen Worten, der Johannes, in jeder Generation ist es so wichtig, wachsam zu sein. Die letzten Worte von Jesus in den letzten paar Stunden, wisst ihr, was er am meisten gesagt hat? Seid wachsam und betet, seid wachsam und betet. Ich glaube, 6, 7 Mal ist es da überliefert. Und wenn Jesus zu uns sagt, seid wachsam und betet, dann meint das ernst vermutlich, oder? Er meint es ernst. Ne? Und ich glaube, vor allem in der Zeit, in der wir leben, ist es so wichtig, wachsam zu sein und beten, damit wir wirklich spüren, wo es lang geht. Und wer von euch ein bisschen die Geschichte kennt, ne, als die erste Gemeinde Jahr 70 verfolgt wurde, gab es Leute, die wachsam waren, die gebetet haben und die vom Heiligen Geist gehört haben, geht weg von hier, geht nach Pella. Und diejenigen vom Volk Gottes, die die Stimme Gottes gehört haben, die gehorcht haben, gingen nach Pella, haben überlebt. Manche andere haben gesagt, na, Jerusalem ist unsere Heimat, hier bleiben wir. Und dann kamen die Römer, haben das Ding platt gemacht. Ne? Das heißt, in der Zeit, in der wir leben, ist es einer der größten Segen, die Gott uns anbietet. Seid wachsam und betet. Ne? Unterscheidet die Geister und lasst euch vom lebendigen Gott führen. Zweiter Punkt, jetzt geht es um die Liebe. Oh, jetzt geht es uns allen so gut. Wer möchte nicht geliebt werden? Wer von euch möchte geliebt werden? Sind doch ein paar, ne? Die Liebe ist doch was Wertvolles, Schönes, Angenehmes. Und dieser alte Mann Johannes, der schreibt hier ganz wichtige Sachen. Wo fange ich da an? Ich denke, ich fange an ich lese diesen Abschnitt doch. Kapitel 4, Vers 7 bis 21. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Ich sage euch noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns, wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir es selbst erlebt und können bezeugen, dass Gott, der Vater, seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um diese Welt zu retten. Und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben erkannt, dass Gott Liebe ist. Und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert,
bei dem ist die Liebe Gottes noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott, wenn er seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Welch ein Text. Von ferne weg, ich rede nicht über diesen Text, weil ich europäischer Meister bin in diesem Lebensstil der Liebe. Ich bin wie ihr ein Lernender. Liebe kann man jeden Tag dazu lernen. Aber wichtig ist, dass wir zuallererst ein paar Gedanken mitnehmen, die hier in diesem Text sind. Und dann reden wir über praktische Anwendungen. Die erste Aussage hier ist fantastisch. Gott ist Liebe. Und das Wort im Griechischen ist Agape. Das heißt, die Agape-Liebe ist ein Lebensstil, der gibt. Agape ist nicht, oh, was kann ich tun, damit andere mich lieben und ich mich besser fühle? Gott ist Liebe. Und dann wird es sogar beschrieben, er hat seinen Sohn geschenkt, 16. Gott ist Liebe. Er hat uns zuerst geliebt, er hat jetzt seinen Sohn gegeben. Die erste Sache ist, Gott ist Liebe. Stell dir mal vor, du gehst in einen Raum rein. Du kommst rein in einen schönen Raum, bequeme Sessel und da ist jemand dort. Ein paar Leute sagen, welcome. Wir wollen, dass es dir gut geht. Nimm Platz. Wir haben erfrischende Getränke. Da gibt es Gutes zu essen. Spielt schöne Musik. Und dann kommt jemand, der mit dir redet und sagt, du, ich will, dass es dir einfach gut geht. Ich will, dass du in deinem Leben Sicherheit hast, Geborgenheit hast. Ich will, dass du furchtlos leben kannst. Würdest du dich in einem solchen Raum wohlfühlen? Das sind Bilder, die Jesus benutzt. Psalm 23. Gott bereitet uns einen reich gedeckten Tisch. Das heißt, dieses Symbol vom reich gedeckten Tisch ist nicht, alles ist perfekt. Jetzt kommt der zweite Teil, im Angesicht unserer Feinde. Solange wir auf diesem Globus leben, sind wir mit Feindseligkeiten behaftet, haben wir Widerstände. Das ist Realität. Aber die tiefere Realität da hinten ist, kommt an meinen Tisch. Und somit fängt die Liebe an. Gott ist Liebe. Oder Lukas 15, kennen wir alle, schon x-mal gehört, dieser verlorene Sohn. Und er kommt zurück zum Vater und der Vater sagt nicht, was hast du mit dem Erbe gemacht? Wie viel hast du wieder verprasselt? Wo hast du dich rumgetrieben? Mein Sohn, bin so froh, dass du wiederkommst. Vater, ich bin es eigentlich gar nicht mehr wert. Sei still, ich sage dir, was du wert bist. Du bist mein Sohn. Komm an meinen Tisch. Nicht du musst dich beweisen als guter Arbeiter, nicht du musst meine Gunst erweisen als guter Knecht. Nee, ich sage dir, du bist mein Sohn. Und jetzt komm an meinen Tisch. Wow, Vater, guck mich doch an. Ja, geh duschen. Und hier gibt es neue Gewänder, hier gibt es neue Schuhe. Geh duschen und dann kriegst du das alles, mein bestes Gewand. Und dann kriegst du noch einen Ring. Und mit diesem Ring kannst du dann über das ganze Anwesen gehen und sagen, ich repräsentiere meinen Vater hier. Und alle werden sagen, wir respektieren deinen Vater und wenn er dich sendet, dann respektieren wir auch dich. Gott ist Liebe. Und es ist besser, das Wort Liebe zu verstehen, wenn wir das verbal ausdrücken. Ne? Substantiv Liebe, ich fühle mich geliebt. Ne? Gott ist Liebe, das heißt, er handelt zu deinem Wohl, er handelt zu deinem Besten, egal was in deiner Vergangenheit war. Gott liebt, Gott vergibt, Gott hilft, dass du loslassen kannst. Gott schickt dir eine neue Zukunft. Wenn man Leute angucken, einer meiner Heroes ist Smith Wigglesworth. Er war so schlimm drauf, seine Frau hat sich bekehrt, wurde Pastorin, hat gepredigt. Und er hat sich so geärgert. Eines Tages war sie wieder mal in der Kirche
und hat gepredigt und gebetet und Zeichen und Wunder erlebt, kommt spät abends nach Hause und der Smith, er war Klempner, heute kommst du nicht mehr rein, schließt die Tür zu und lässt seine Frau draußen vor der Tür schlafen. Smith Wigglesworth. Am nächsten Morgen, sie klopft, er macht die Tür auf und Honey, kann ich für dich einen Kaffee machen? Liebe in Aktion, ja. Liebe, die loslässt, Liebe, die freilässt. Und es hat nicht lange gedauert. Dann hat Smith Wigglesworth eine Begegnung mit Gott gehabt. Und seine Begegnung mit Gott war so stark, dass er eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Er hat gestottert, er konnte keine 2 Sätze im Stück reden. Ne? Und dann hat er sich bekehrt, Gott kam in sein Leben, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann konnte er plötzlich fließend reden. Und dann kurz drauf, ein paar Monate später, hat er angefangen zu predigen und seine Frau schreibt dann, Zitat von ihr, ich saß in der hinteren Reihe, bin auf Stuhl, von einem Stuhl zum anderen. Ich konnte nicht glauben, dass das mein Mann da vorne ist. Versteht ihr, Liebe lässt los. Sie hat ihn losgelassen, als sie vor der Tür übernachtet hat und er die Tür aufgemacht hat. Du alter Sack, was machst du da? Du kannst doch mit deiner Frau nicht umgehen. In der Bibel steht was anderes. Nein, hat er nicht gesagt. Honey, can I make coffee for you? Lass mich rein, ich mache Kaffee für dich. Ja. Und diese Art von Liebe, das ist das, was die Bibel meint. Gott ist Liebe. Das heißt, Gott liebt. Gott lässt los. Gott hat keine lange Liste mit Vorwürfen, was wir alles falsch gemacht haben, angerichtet haben. Die letzten Tage habe ich einen Clip angehört. Mich interessiert das Thema einfach. Ne? Ich will wachsen, will lernen. Ne? Es war ein Ehepaar, die sind auch weltweit unterwegs, Amerikaner. Und die haben am Anfang die ersten 3 Jahre eine schreckliche Ehe gehabt. Ne? Oh, da gab es wirklich alles Mögliche. Ne? Sie erzählen das. Und dann sagt sie, da kam eine Wendung. Da kam der Abend, sie sagt das, wo ich mit meinem Mann so frustriert war, dass ich gesagt habe, Schluss, Türe zu, ab heute schläfst du nicht mehr in diesem Haus, bis du dich veränderst. Hat die Türe zugeschlossen und er hat gesagt, geh zu einem Freund. Und er hat es gemacht, okay. Und dann, er war bei einem Freund, sie war zu Hause, Gott, ich empfange meinen Mann wieder. Wenn er nicht mehr so ist und wenn er das tut, wenn er so ist, dann empfange ich ihn wieder. Amen. Gott sagt, wait a minute, so geht das nicht. Ne? Willst du den Mann wieder haben? Ja Gott, okay, dann vergib ihm. Und vergeben heißt loslassen. Du hast keinen Auftrag, deinen Mann zu verändern, zu scheiben. Dein Auftrag ist loslassen, gebe ihn in meine Hand und liebe ihn und segne ihn. Und er kam nach Hause, 1, 2 Tage später, und mittlerweile ist was bei ihm passiert. Sie hat ihn losgelassen und der war irgendwo, hat gemerkt, Mann, oh Mann, was war ich für ein übler Typ. Ne? Was habe ich mit meiner Frau alles angerichtet? Oh Gott, ich sehe eigentlich so viel Falsches. Ging nach Hause und dann das Erste, was er gesagt hat, mein Schatz, es tut mir leid, was ich da gemacht habe. Und es hat nicht lange gedauert, da sind die Herzen richtig zusammengekommen und sie haben eine richtige Einheit bekommen. Gott ist Liebe. Gott liebt und Gott gibt uns Kraft zu lieben. Gott gibt uns Kraft, den Schuldbrief zu zerreißen, loszulassen. Offene Hände können Neues empfangen. Hände, die den Schuldbrief und die Vorwürfe festhalten, geht nicht leicht. Ich bin nicht der Weltmeister im Vergeben, fragt meine Frau. Vergeben ist nicht mein größtes Talent. Ich lerne permanent, aber war eine Situation, wo ich gedacht habe, ich kann mich jetzt entscheiden, zu vergeben oder nicht vergeben. Und dann hat mir der Heilige Geist gezeigt, schau mal auf Jesus. Jesus war am Kreuz von Golgatha und um ihn herum seine besten Freunde, inklusive Johannes, Petrus, Leute, die 3 Jahre bei ihm waren, haben ihn verlassen. Petrus, Großmaul, ich kenne den nicht mal. Na? Was hättest du gemacht, wenn du Jesus gewesen wärst? Ich hätte mit dem Gedanken zu kämpfen gehabt, Vater, das lohnt sich nicht für diese Leute. Ich gehe vom Kreuz runter. Lass doch diese Leute machen, was sie wollen. Kennt ihr solche Gedanken? Jesus hat mit diesen Gedanken auch gekämpft in Gethsemane. Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass den Kelch vorübergehen. Aber dann hat er gesagt, Vater,
ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, bin ich dir gehorsam. Ich nehme den Kelch des Kreuzes auf mich. Gott ist Liebe. Und wenn wir die ganzen Aussagen hier zusammennehmen, Kapitel 4, Vers 10 noch dazu, das Einzigartige an dieser Agape-Liebe ist, nicht wir haben Gott zuerst geliebt, nicht wir waren gut drauf, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Spüren wir es jeden Tag? Nein, wir wissen es. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und gesühnt hat. Das heißt, wir haben einen objektiven Liebesbeweis vor uns. Wenn die Bibel sagt, Gott ist Liebe, Gott liebt uns, ist es nicht in erster Linie eine Gefühlssache. Es ist in erster Linie, weil es weiter unten heißt, wir haben erkannt und glauben, dass Gott uns geliebt hat. Das heißt, wir müssen es erkennen. Ohne das Erkennen, dass Gott uns liebt, ist es schwer, diese Liebe zu empfangen. Und wie erkennen wir, dass Gott uns liebt? Wir schauen auf das Kreuz. Vielen Dank euch beide für die Lieder, die ihr rausgesucht habt. Die haben so gut zu diesem Ganzen gepasst. Diese Lieder vom Kreuz. Und ich glaube, es ist eines der tiefsten Dinge, die wir machen können, über das Kreuz nachzudenken, für das Kreuz zu danken, davon zu singen, was im Kreuz geschehen ist. Das heißt, wir erkennen, was er getan hat, dass er für alle unsere Versagen und krummen Dinge, die wir gemacht haben und Charakterdefizite, die wir heute noch haben, sagt er, ich bin für dich gestorben. Alles ist bezahlt. Der Vorhang ist zerrissen. Wir können nicht genug davon singen. Wir können nicht genug dafür sagen, danke Jesus. Und wenn wir das tun, wir haben das erkannt und dann glauben wir. Das heißt, wir vertrauen Gott. Und durch das Vertrauen ist auch ein aktiver Schritt. Es ist nicht nur ein Gefühl, das plötzlich auf uns kommt, sondern das ist erstmal eine Entscheidung. Ja, ich glaube, dass am Kreuz die Schuld bezahlt ist. Ich glaube, dass der Vorhang zerrissen ist durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Ich glaube, dass der Schlange der Kopf zertreten ist. Ich glaube, dass der Tod besiegt ist. Und durch diese aktive Handlung erkennen, glauben, werden wir handlungsfähig. Wir können empfangen, was er uns gegeben hat. Nur deshalb kann er sagen dann, wie es hier in Vers 11 heißt, 4,11, meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Dieses Müssen ist nicht eine moralische Pflicht, sondern Leute, wenn wir erkennen, was er getan hat, wenn wir es glauben und empfangen, dann passiert etwas in unserem Herzen. Dann sind wir aus Gott geboren. Und weil wir aus Gott geboren sind, wollen wir das Gleiche, was unser Vater im Himmel will. Wollen wir das Gleiche, was unser Retter, unser Freund, von dem wir vorhin gesungen haben, unser Freund Jesus will. Und deshalb lasst uns danach ausstrecken. Und die Auswirkung der Liebe, haben wir noch eine Folie, genau, das ist der dritte Punkt hier, die Auswirkung. Wir werden motiviert und befähigt zur Liebe. Jesus würde zu uns nicht sagen, liebt einander, wenn er nicht auch sagen würde, ich gebe euch die Kraft. Ich habe euch zuerst geliebt und weil ich euch zuerst geliebt habe und ihr die Liebe erkennt und ihr die Liebe glaubt, werdet ihr fähig werden, einander zu lieben. Und das Zweite hier von den Auswirkungen, seine Liebe vertreibt die Furcht aus unserem Leben. Wow. Gibt es jemanden hier, der nie Furcht hat? Ich kenne Furcht, aber ich lerne auch immer noch und immer mehr, etwas dagegen zu setzen. Ich glaube nicht, dass die Furcht und Angst mein Leben bestimmt, sondern dass das, was Johannes uns berichtet, er sagt, hey, wenn du aus Gott geboren bist, dann gibt Gott dir etwas. Er gießt seine Liebe in dich rein und mit dieser Liebe haut die Furcht ab. Beides bleibt nicht im Herzen, aber es ist eine Entscheidung. Als junger Student hatten wir in unserer Tübinger Zeit in der Uni einen Gast irgendwo aus Afrika. Der war im Gefängnis eine Weile, Morddrohungen und alles. Und er hat uns angeschaut, er war vielleicht Anfang 30er, gesagt, wenn Sie dir den Hals abschneiden wollen, mach dir keine Sorgen. Im nächsten Moment wirst du mit Jesus sein. Und für uns war das, oh wow. Er hat auf diesem Level gelebt, er hat Todesangst gehabt, er hat gewusst, wie er sie überwindet. Ich glaube nicht, dass wir damit anfangen sollten, aber nimm doch mal die nächsten Tage Gedanken, die dir Furcht machen und sag ganz bewusst, Vater, ich habe diese Angst und jetzt gib du mir Antworten vom Himmel.
Und ich sage dir, dein Vater im Himmel wird dir Antworten geben, denn Furcht ist nicht in der Liebe. Seine Antwort ist, ich liebe dich, komm in diesen Raum, komm in diesen reich gedeckten Tisch, komm in meine Nähe. Und in dieser Nähe gibt es keine Furcht. Suche ihn. So, das war die Liebe. Und jetzt zusammengefasst, ein sicherer Lebensstil. Ihr erinnert euch, Johannes schreibt an die Gemeinde, um sich stark zu machen. Und der Schlüsselsatz hier für mich von diesem Ganzen ist Vers 16. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Agape-Liebe, gebende Liebe. Wer sich dieser gebenden Liebe von Gott aussetzt, bekommt immer etwas von Gott. Gott macht es mit einer Schräglage. Er hat schon zu Abraham gesagt, ich will dich segnen, dann wirst du ein Segen sein. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Schaut euch mal umher. Lauter Erwählte Gottes. Sag mal zu deinem Nachbar, du bist von Gott erwählt. Ihr beide seid von Gott erwählt. Und von Gott erwählt zu sein, Leute, warum erwählt uns Gott? Weil er mit uns gute Gedanken hat. Nicht Gedanken der Strafe, nicht uns zu zeigen, wie schwach und wie unfähig wir sind. Gott hat uns erwählt, um zu zeigen, ich bin ein guter Vater. Und das ist Gottes größte Leidenschaft, diese Welt zu zeigen, die so skeptisch und ungläubig und dekadent ist. Diese Welt will Gott zeigen, ich bin ein guter Vater. Durch wen? Durch sein Volk. Und wenn sein Volk diesen Lebensstil der Liebe, des Gebens weitergibt, dann wird die Welt sagen, was ist anders bei euch? Warum seid ihr nicht so egoistisch? Warum seid ihr nicht so furchtgetrieben? Okay? Und jetzt kommt noch ein dritter Punkt, den wir kurz anreißen. Kapitel 5. Der Glaube ist der Schlüssel zu einem siegreichen Leben. Das ist heute für diese Zeit, in der wir leben, so wichtig. Vers 4. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir wissen, dass wir von Gott stammen, 1920, wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Auch hier am Ende des Briefes geht er nochmal auf die Dynamik der Welt zurück, die es vor 2000 Jahren schon gab, die es jetzt gibt, die sich zuspitzen wird, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Als Adam und Eva den ersten diese komische Frucht gegessen haben, wurde Satan der Gott dieser Welt. Und er kann alle Menschen knechten. Aber der Sohn Gottes ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Er ist hereingebrochen in diesen Käfig und hat gesagt, ich rette Menschen, ich öffne ihnen die Augen, dass sie den Lebendigen kennen. Ich heile sie, ich ermutige sie, ich hole sie raus aus Isolation und Einsamkeit. Das ist mein Herzensanliegen, das will ich tun, dass auf diese Art Jesus berühmt gemacht wird, als der Befreier, der den Kerker des Gefängnisses zerbricht, der die Ketten zerreißt. Okay, der Glaube ist der Schlüssel. Man könnte 2 Stunden jetzt über Glaube predigen, die Zeit ist zu kurz. Ich komme jetzt zur Landung. Der 4. Punkt, der Brief an uns. Wenn heute Johannes einen Brief an uns schreiben würde, wäre Gnosis das Hauptproblem? Also damals war das Hauptproblem Lehre über, wir müssen nochmal erkennen, und Jesus war doch nicht wahrer Mensch, wahrer Gott, da war Verschiedenes. Wäre das die Hauptaussage, vor der er uns schützen möchte heute? Vermutlich nicht die Hauptaussage, das ist immer eine Herausforderung. Was denkt ihr, was heute, wenn die Idee von Johannes die ist, ich will euch helfen, dass die Gemeinde nicht von innen raus schwach gemacht wird, sondern dass sie von innen raus gestärkt wird. Was sind heute die Faktoren, die bewirken, dass Kreuzpunkt schwach gemacht werden könnte? Wir sind ja nicht schwach. Ne? Was sind Faktoren, die bewirken könnten, dass wir geschwächt werden könnten? Egoismus, was war da? Zeitmangel, ja. Egoismus, Zeitmangel. Ablenkung, Zeitmangel, Ablenkung. Egoismus. Bitte? Geld. Kann man ohne Geld leben? Aber das ist richtig, der Antichrist, anstelle von Christus kann Mammon kommen, Geld, ja. Danke.
Moment, bitte? Hochmut. Da war noch jemand da hinten? Lauheit. Okay. Bei der Hitze und noch, da war noch was? Leistung. Hat sie Leistung? Gleichgültigkeit. Sorry, ich habe mein Hörgerät nicht drin heute. Das ist ein bisschen mühsam, okay. Es liegt nicht an euch, ne? Noch was? Zu viel Vergnügen. Ja, man geht in Urlaub, viel Vergnügen, aber nicht zu viel Vergnügen. Ja? Okay. Also ich denke, wir sammeln sehr interessante Dinge. Gibt es sonst noch was? Das reicht schon mal, ne? Dankeschön. Die Uhr war nicht angeschaltet, sorry, deshalb. Diese Dinge, die ihr jetzt zusammengetragen habt, was meinst du, Micha? Sind die relevant? Sabrina, Pastorenteam. Ich denke, ihr habt gute Beobachtung. Ja? Ich glaube, die Dinge, die ihr eben erwähnt habt, das ist ein Paket von, ich würde sagen, Faktoren, ich rede im Konjunktiv, die bewirken könnten, dass wir geschwächt werden. Realistisch gesehen ist es wichtig, dass wir hier wachsam sind. Wachsam gegen die Lauheit, gegen Zeitmangel, gegen Ablenkung, gegen zu viel Vergnügen, falsches Vergnügen und all die Dinge, die ihr jetzt erwähnt habt. Ihr habt nicht in erster Linie falsche Lehre erwähnt. Ich würde das nicht ausschließen, aber ich glaube, ihr habt es gut wahrgenommen. Das Hauptproblem heute ist in unserem Lebensstil. Und was würde jetzt Johannes sagen, wie können wir da stark werden? Weil Leute, Gottes Plan ist eindeutig klar. Er will, dass Kreuzpunkt eine starke Gemeinde ist. Und ihr seid schon stark, ehrlich. Wir sind jetzt nicht irgendwo hilflos arme Würmer. Hey, wir sind schon eine Gemeinde, durch die Gott schon vieles gemacht hat. Halleluja. Und ich denke, der erste Schritt ist wirklich Dankbarkeit, dass wir dankbar sind für das, was Gott in uns und durch uns schon gemacht hat. 102 Jahre, viele Menschen wurden gerettet, Jesus wurde schon berühmt gemacht, viel Gutes ist schon geschehen. Und dafür ist der erste Schritt ist immer Dankbarkeit. Wenn wir nicht dankbar sind, dann haben wir keine offenen Augen und Herzen für die nächste Phase. So, wir sind dankbar für das, was er schon getan hat. Aber wir sind uns auch bewusst, dass er noch viel, viel mehr für uns vorbereitet hat. Also als Jesus am Kreuz geschrien hat, es ist vollbracht, der Vorhang ist zerrissen, da hat er vor sich gesehen, Hebräer 12,2 und Offenbarung 5 und 7, unzählbar viele Menschen aus allen Nationen, das hat er gesehen. Und der Vater hat ihm gesagt, das wirst du haben. Es werden so viele Menschen sich beugen vor dir, weil du diesen unsagbar teuren Preis bezahlt hast. Und jetzt, wie kommen wir dorthin? Wir kommen dorthin, indem wir uns gegenseitig stärken. Indem wir die Feinde, die ihr eben erwähnt habt, unter unsere Füße bringen. Das schafft keiner alleine. Indem wir näher zusammenrücken und sagen, da wo wir lau sind, Gott hilf uns, dass wir wieder warm werden. Da wo wir mehr am Richten sind als im Leben, lasst uns richten und all diese negative Haltungen, Worte verbannen aus unserer Mitte. Wo wir einsam sind, lasst uns Brücken schaffen. Nimm selber Initiative und sag, ich bin einsam, können wir mal einen Kaffee trinken? Oder wenn du zu schwach bist, lass uns die Augen öffnen, dass wir auf die Einsamen zugehen und uns verbünden. Lass uns näher zusammenrücken. Und lass uns im Zusammenrücken immer mehr Jesus groß machen, Jesus betonen. Koinonia. Koinonia ist diese, nicht, hey, wir sitzen mal zusammen, sondern Koinonia ist, wir teilen die Herzen. Und es passiert ein Transfer von dem, was ich habe, will ich dir was geben. Ich warte nicht, bis ich was bekomme, sondern Koinonia ist, er hat zuerst geliebt. Ich gebe etwas und jeder hat etwas zu geben. Im Licht leben, ehrlich, und wir handeln im Glauben, wir sitzen nicht rum und sagen, ich bin ein guter Christ, weil ich sonntags in den Gottesdienst gehe. Sondern Jesus sagt, steh auf, werde Licht. Es ist die Zeit, wo die Dunkelheit die Nation bedeckt, ja. Aber es ist die Zeit, wo über uns das Licht Gottes, die Herrlichkeit Gottes leuchtet, wie es die Geschichte noch nie gesehen hat. Das ist die Zeit, in der wir leben. Herzlichen Glückwunsch. Aber für diese Zeit sagt Jesus, steh auf, dass dein Licht leuchtet. Rückt zusammen, macht euch stark, dass euer Licht immer heller leuchtet. Okay, das war meine Botschaft. Damit können wir Johannesbrief abschließen. Es könnte noch sehr vieles gesagt werden, aber für die Kürze der Zeit
war das so sinnvoll. Ich möchte jetzt für uns beten und will euch ermutigen, lasst uns aufstehen dazu, als Zeichen davon, Gott, hier stehen wir. Du hast uns zuerst geliebt, ich muss nicht mehr machen, ich muss dich nicht überzeugen, mich mehr zu lieben. Er kann dich nicht mehr lieben, als er dich eh schon liebt. Es geht darum, dass wir immer mehr verstehen, erkennen, verstehen, vertrauen dieser wunderbaren Liebe. Jesus, wir erheben deinen Namen heute über uns, über der ganzen Gemeinde, auch über denen, die nicht hier sind. Wir sagen, du bist der Sohn Gottes. Du bist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Danke, dass du so viele von uns gesucht hast, gefunden hast, gerettet hast. Und danke, dass du uns mit deinem Blut erkauft hast, gereinigt hast und dass unsere Namen aufgeschrieben sind im Buch des Lebens. Wir danken dir für diesen Reichtum, für dieses Großartige. Und wir bitten dich für diese Zeit, in der wir leben, dass du uns stark machst, Jesus, dass du uns hilfst, einander stark zu machen. Wir sagen ganz bewusst, dass all diese Listen der Anklagen, der Vorwürfe wollen wir bewusst ausrotten heute, sagen, wir wollen es zerreißen, hat keinen Platz in unserer Mitte, in Jesu Namen, das kommt nicht von Gott. Wir sind aus Gott geboren und als solche, die aus Gott geboren sind, sind wir motiviert und entschlossen, Menschen zu sein, die Liebe weitergeben, die Ermutigung weitergeben, die Stärkung weitergeben, die in Ehrlichkeit und Koinonia leben. Wir wissen, dass wir schwach sind, aber du sagst in deinem Wort, ich bin bei euch alle Tage. Das würde ich nicht mal sagen, das hast du gesagt. Ich bin bei euch alle Tage und darauf vertrauen wir. Führe uns weiter auf deinen guten Wegen. Dass deine guten Pläne mit dem Kreuzpunkt und mit jedem von uns, wir sind keine Institution, mit jedem von uns, in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Beziehungen voll in Existenz kommen zur Ehre deines Namens. Amen.